erzählen da? Ja, weil heute wird es nämlich lustig. Heute passiert etwas sehr, sehr Fröhliches und Freudiges. Es ist eine gemütliche Nacht heute. Und der Lulu und der Robby liegen voll auf ihren Küssen. Es ist still im Raum, nur das sanfte Plätschern vom Regenguss ist zu hören. Und die beiden Stofftiere sind noch ganz schön müde von ihrem Abenteuer im Regenbogenland von gestern. Aber sie wollen sich nicht einfach nur ausruhen. Sie wollen es doch schliesslich lustig haben zusammen. «Miau, bist du noch müde, Robby?» fragt der Lulu. Ja, schon noch ein bisschen. Sagt der Robby. Er streckt sich in seiner ganzen Länge aus und liegt einfach faul da. Der Lulu liegt auch auf seinem Küssi und streckt alle 4 Pfoten von sich. «Miau, das ist gemütlich», schnürrt er zufrieden. Und der Robby kugelt sich daneben und kichert. Lulu, du siehst aus wie ein ausgestrecktes Brot. Willst du mal wieder lachen? Miau, was meinst du? fragt der Lulu gewundert und blinzelt der Robby an. Er weiss schon, dass jetzt etwas kommt, aber er weiss noch nicht genau was. Und plötzlich kutzelt der Robby ihn mit seinen Flossen am Bauch. Kotzeli-Alarm! Der Lulu zuckt zusammen und lacht los und versucht, sich wegzudrehen. Aber dem Robby entkommt er nicht. «Miau, hör auf, Robby! Ich kann nicht mehr!» jault er vor Lachen und rollt sich auf den Rücken. Nie im Leben! Ruft der Robby, springt auf den Lulu zu und krabbelt ihn jetzt hinter den Ohren. Oh, das hat der Lulu jetzt nicht erwartet. Oh, und er lässt sich gerade fallen und entspannen. Oh, der Lulu schnürrt vor Gemütlichkeit. Das ist so gemütlich und schön, wenn man so schön krabbelt wird. Aber der Lulu hat dann plötzlich genug von dem Krabbeln und kotzelt der Robby gerade überraschungsweise unter an den Flossen. Nein, nicht da! Nein, nicht da! Quietscht der Robby und kugelt sich lachend auf dem Küssi. Das ist gemein, Lulu! Da tut es mir am meisten kotzeln! «Miau, wer hat denn angefangen?» fragt der Lulu. Und krabbelt jetzt der Robby noch mehr. Und jetzt ist das so eine Kutzeli-Krabbeli-Massage. Und die beiden ruckeln sich und kugeln sich hin und her. Sie verlieren sich in den Decken und lachen so laut, dass sie fast keine Luft mehr bekommen. Schliesslich lassen sie sich erschöpft in die Küsse fallen. Ihre Pfoten und Flossen hängen schlapp runter. Ich kann nicht mehr, seufzt der Robby. «Miau, ich kann nicht», grinset der Lulu. «Du bist Kützeli-Meister, Robby», lacht der Lulu. Und endlich entspannen sie sich und werden ruhiger. Aber da strecken sie beide den Kopf auf. Ein Geräusch kommt da von draussen. Irgend so ein Rascheln und ein Knacken hört man. «Hast du das gehört, Lulu?» Und der Lulu spitzt seine Ohren. «Miau, ja natürlich!» Und jetzt gehen sie zum Fenster. Es tönt, wie da jemand da draussen im Regen wäre. Der Mond scheint hell auf den Garten und alles ist still. Aber da bewegt sich etwas. 2 gelbe, leuchtende Augen blitzen vom Aarenrand auf. Der Robby schnappt nach Luft.
Lulu, was ist das? Ist das ein Monster oder ein Gespenst? Und der Lulu zwinkert mit seinen Augen und schaut ganz, ganz genau her. Miau, das sind keine Monster. Sagt er und schnurrt beruhigend. Das sind nur Füchse. Füchse aus dem Wald. Junge Füchse. Vielleicht sind die das erste Mal draussen. Miau. Die sind auch noch ganz unsicher und kennen sich noch überhaupt nicht aus. Schau. Wirklich? Fragt Robby. Die Augen sehen so gefürchtig aus. Die leuchten so grün. Und er ist ganz verunsichert. Aber tatsächlich, da sieht er einen kleinen Fuchs, steht mitten im Garten und schaut gewundrig zum Fenster rauf. Auch hat er sie auch gesehen. Und hinter ihm hüpft noch ein anderer im Mondlicht umeinander. Miau. Vielleicht denken sie, wir sind wilde Tiere wie sie. Wilde Tiere? Auch eher wilde Kuscheltiere. Der Lulu schmunzelt. Miau, komm, wir zeigen ihnen etwas Lustiges. Er nimmt ein Küssi und drückt es dem Robby auf den Rücken. Hey, Ruft der Robby fauchend. das ist unfair. Er schnappt ein anderes Küssi und schiesst es gerade am Lulu an. Und jetzt fängt eine Küssischlacht an. Draussen schauen die Füchse aufmerksam zum Fenster und staunen. Die haben auch noch nie so etwas gesehen. Stofftiere, die eine Küssischlacht machen. «Schau mal», sagt der Robby. «Jetzt sind wir sogar ein Theaterli für die wilden Tiere da.» «Ja, wir haben es eben lustig», sagt der Lulu und kugelt sich wieder vor Lachen auf dem Boden. Und der Robby lässt sich direkt daneben plumpsen. Und als sie endlich beide wieder zur Ruhe kommen, sind sie völlig erschöpft. Der Lulu legt eine Pfote auf Robbys Flossen. Miau. Weisst du was? Das ist wieder eine perfekte Nacht. Einfach nur ein bisschen kutzeln, ein bisschen Küsse rumschiessen und ein bisschen zum Fenster raus schauen. Ja, das ist perfekt, wirklich. Es muss nicht immer ein Regenbogenland sein, gell? Wir können es auch daheim einfach schön haben. Miau! Und die Füchse, die haben sicher noch nie so lustige wilde Tiere gesehen, wie wir sind. Die beiden können heute fast nicht aufhören zu lachen. Und sie kuscheln sich tief in ihre Küsse rein und lassen die Füchse draussen weiter beobachten und schlafen gerade auf ihrer Küssenschlacht ein. Draussen raschelt es ganz leise. Der Mond schaut freundlich durch das Fenster. Und im Kinderzimmer ist alles friedlich. Mit zwei müden, glücklichen Kuscheltierchen, die vor der schönsten Nacht träumen.